Grüße zurück zu No Man's Sky im Sturm hier auf dem kleinen Planeten, wo wir unsere eigentliche Grundbasis angefangen haben zu erstellen. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt da die letzten 14 Tage, circa eine Woche bis 14 Tage, nicht No Man's Sky gespielt. Ich hatte es kurzweilig deinstalliert, hatte 2 Patches abgewartet, die nach dem Waypoint-Update kamen, um einiges zu fixen etc. Hatte das Spiel deinstalliert, installiert, dann nochmal deinstalliert und dann wieder installiert. Ich hoffe, die Performance ist jetzt ein wenig besser und das wird aber nur eine kleine Aufnahme. Hat seine Gründe. Ein herrliches Bild, ha? Schön. Wenn der Sturm schon scheiße ist, dann lass uns doch gemeinsam den Regenbogen genießen, gell, wenn man so schön sagt. Ja, es ist, ja, was soll ich da sagen? Ich kann ja ein bisschen spoilern. Ich habe in der letzten Zeit eigentlich immer nur dann aufgenommen, wurscht was für Spiel es ist, ob es jetzt der Talos Principle ist, ob es jetzt No Man's Sky ist, Generation Zero ist viel vorproduziert. Es freut mich. Fallout 4 läuft ganz gut, bin ja auch schon sehr weit. Da haben wir mit weiteren Mods gespielt, läuft auch bestens. Habe einige Infovideos vorbereitet, habe für 2023 schon einiges vorbereitet, habe in der Zwischenzeit sogar, du wirst es kaum glauben, problemlos auf meiner alten Xbox One das 2013er Tomb Raider durchgespielt und aufgenommen für 2023 für YouTube und hatte weniger Probleme wie hier. Ich weiß nicht warum. No Man's Sky zerbricht mir momentan den Kopf. Ich weiß nicht warum. Egal. Wir werden heute ein klein wenig durchlooten. So ein bisschen farmen gehen. Das werden wir hier ein klein wenig rund um die Basis machen. In der Zwischenzeit, diese Episode werden wir dann sehen, wie sie das Spiel macht. Ich mag No Man's Sky eigentlich. Ich mag es wirklich. Nur es ist halt, es hilft nichts, wenn ich eine Performance habe oder ja, wenn ich Probleme habe, spielerisch oder wie ihr es sehen willst, von der Balance her oder von etwaigen, weiß ich nicht, Updates Fehler drinnen habe und dann reizt mich das Spiel einfach nicht. Nö. Drum, diese Aufnahme wird sich zeigen. Schauen wir mal. Diese Folge wird in etwa 20 Minuten lang sein. Wir werden heute ein klein wenig, wir werden es anders machen, wir werden es anders gestalten. Wir werden jetzt ein klein wenig herumfliegen. Wir werden jetzt ein klein wenig herumfliegen und dann einmal schauen, zwecks Farmen, dass wir später ein bisschen mehr haben und in dieser Aufnahme entscheiden wir dann, wie wir weitermachen. Na, du, es hat ja keinen Sinn, weil ich mich permanent ärgern muss, nur weil die Performance in Arsch ist. Erst Generation Zero ist nämlich bei mir auch so ein kleiner. Mit Generation Zero wäre also meine Performance-Probleme. Da bin ich aber schon dahinter gekommen und da habe ich es auch schon richten können. Ich bin ja noch weit weiter, wie du glaubst. Ne? Ja, genau, so ungefähr. Was mir ein bisschen angekotzt, das kann ich halt auch versprechen, das hat mir bei der ersten Aufnahme kurz nach dem Waypoint-Update schon ein bisschen angezwidert. Ich hatte mein Raumschiff schon mit einem weiteren Laser ausgestattet. Entschuldigung, ich hatte das Raumschiff schon mit einem weiteren Laser,
ja, mit so einem eigenen, ich nenne es mal Upgrade, hatte ich es schon ausgestattet. Das kann ich jetzt aber nicht mehr installieren, weil das Waypoint Update einiges umgestellt hat. Ich habe es probiert, es ist nicht gegangen. Jetzt habe ich, das war, glaube ich, was ich so in der Community auf Steam und so gelesen habe, oder wo ich mich da auf YouTube bei ein paar informiert habe, bei ein paar YouTuber, die das Spiel halt auch spielen, die haben sich darüber auch aufgeregt. Ich meine, aufregen tue ich mich nicht. Ich möchte es eher ein bisschen ruhiger und meiner Rhetorik, meiner rhetorischen Gabe eher sachlich oder nur kurz ansprechen. Weißt, ich habe jetzt da knappe 53 Stunden in diesem Spielstand. Und je mehr, dass ich aufmache oder wurscht, wo ich hinkomme, überall die kleinen Problemchen, Performance, dann eben dieses mit die ganzen Modifikationen, die du hast und die Hälfte funktioniert wieder nicht. Jetzt kann ich wieder farmen gehen und suchen gehen. Und ich wollte eigentlich diesen Spielstand fürs Let's Play oder für den Durchlauf, wollte ich eigentlich so gestalten, dass du vom vielen Farmern nicht viel mitkriegst. Dass wir relativ viel Storys sagen, wenn wir was bauen, dass wir nur uns aufs Bauen konzentrieren können. Genau. Farmern tue ich momentan sowieso nur mehr so mit dem Flieger. Ich sitze drinnen, die wichtigsten Dinge, die ich brauche, die hole ich mir so. Hoppala, der ist wieder durchgegangen. Siehst, das sind so die Kleinigkeiten, weißt? Und die maximieren sie, die stapeln sie halt dann so einen riesengroßen Haufen Scheiße. Genau. Ja. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie machen wir weiter mit No Man's Sky? Das Problem ist, ich habe noch eine dritte Version auf der PS4. Die PS4 steht aber bei der Freundin. Genau. Jetzt ist halt nur die große Frage, wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben mit Talos Principle jetzt eh schon ein Spiel angefangen, das relativ groß, ich meine, groß, 10 bis 15 Stunden solltest auch damit fertig sein. Aber mit dem habe ich für das, dass es ist jetzt da 7 Jahre alt, ich glaube 7 oder 8 Jahre ist es jetzt alt, habe ich auch weniger Probleme als wir mit dem Spiel. Muss ich ganz offen und ehrlich gesagt gestehen, kotzt mir auch ein bisschen an und ja, es sind jetzt momentan, No Man's Sky ist bei mir momentan ein Sorgenkind. Weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich persönlich, habe aber glaube ich in der letzten Episode schon erzählt, habe aber momentan kein Interesse, mir eine neue Konsole zu holen. Für was? Die alten Spiele, die spiele ich gern, die was ich so halt spiele. Aber von den neuen Spielen ist fast nichts dabei, was mich interessiert. Das ist ja das Nächste. Hast ihr jetzt schon zigmal die Einstellungen in diesem Spiel schon so oft verändern müssen und bei an jedem Patch, was ich jetzt so mitgekriegt habe, kann ich da jetzt sagen, Optionen, allgemeine Optionen. Wo war das jetzt da? War das da herinnen? Das müssen wir uns mal anschauen, müssen wir uns mal durchschauen. Flash to White Übergänge, was ist denn das? Keine Ahnung. Farbfilter für die Galaxiekarte. Automatische Taschenlampe, Kopf hoch, runter aus Ego-Perspektive. Was? Aha. Jetzt probieren wir das. Ich hatte nämlich schon Einstellungen, was die relativ passt haben.
Aber irgendwie habe ich dann müssen alles ein bisschen so nachstellen, weißt, das ist alles ein bisschen, ja, das ist alles so suboptimal momentan. Und das, was ist Schwierigkeitseinstellungen? Achso, das ist der Scheiß. Scanner wieder aufladen, bla bla bla. Kampfeinstellungen, bla bla bla. Umgebungsbasis, bla 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 bla. Ja, das freut mich. Steuerungsoptionen. Empfindlichkeit. Stärke der Kameraverwacklung. Schaut mir das einmal an. Naja, es ist zum Kotzen momentan. Ich weiß nicht, ich habe nur Scherereien. Auf der PS4 absolut nicht. Also, es gibt Spiele, die gängen auf mein alten System ganz gut. Es gibt Spiele, da muss ich nicht viel machen auf meine alten Systeme. Mein PC ist 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, so irgendwas. Alles keine Probleme. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr eigenartig momentan. Warte mal ganz kurz. Nein, ich will da einer. Steuerungsoptionen. Allgemeine Optionen. Das braucht man nicht. Videooptionen. Gamma, Blitz, Bildfrequenzlimit. Bitte was? Sichtfeld zu Fuß. Können wir das herstellen? 90. Vielleicht ist das besser. Bildfrequenzlimit. Gamma, okay. Basis-Komplexbegrenzung. Hä? Achso, okay, schon kapiert. Vignetten und Scanlinien kenne ich nicht, weiß ich nicht. Menge der Bewegungsunschärfe. Naja, es ist ein bisschen besser. Es ist ein bisschen besser geworden, aber auch nicht gerade die Welt. Richte dir die Welt so, wie sie dir gefällt. Genau. Oder meine Xbox macht bald schlapp. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe Tomb Raider 2013 ohne Probleme durchgespielt. Fürs nächste Jahr, ne? In Generation Zero bin ich jetzt mittlerweile schon, weiß ich nicht wo ich da schon bin, gell? Da verfolge ich ja noch die Story rund um, aha. Ja, was ist da? Mein Kruzifix, Jure, bleibst hängen. Schau. Alter, willst du mich verarschen? Schau. Ich muss noch mal was tun, warte mal ganz kurz. Steuerungsoptionen. Empfindlichkeit beim Fliegen. Warte mal, ich gehe da jetzt mal ein Stück over. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Glaube ich halt zumindest. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, Empfindlichkeit des Cursors. Wenn ich da jetzt over, also, da muss ich, ja, es ist, ja, auch nicht das, was ich will. Es ist halt momentan zum Wahnsinn. Ja, das ist natürlich optimal. Warte mal.
Aber das wird wahrscheinlich den Rest wieder beeinflussen, ne? Nehmen wir jetzt einmal an. Stärke der Vibration. Was? Stärke der Kameraverwacklung. Ich gehe jetzt einmal. Was passiert denn auf 10, hä? Warte, ich hau mir in die Turbine, hä? Okay. Auf den Planeten geht's, weil er relativ schöne Bedingungen hat. Ne? Ne? 7,7 Empfindlichkeit des Cursors, Empfindlichkeit beim Umsehen. Was passiert, wenn ich da jetzt auf 25 runtergehe? Hm. Ja, wir kommen schon langsam in die Richtung. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal da Scheiß umstellen muss, ehrlich. Kotzt mir an. Mach mal 20, hä? Was soll jetzt davon? Warte mal. Bin, du siehst, Kruzifix da. Bleib da. So. Gehen wir mal da runter. Ja. Ja, das schaut nicht so deppert aus jetzt. Mit denen kann ich was anfangen. Warte mal, ich schaue nämlich gerade, was. Ich habe nämlich zwei Bildschirme. Auf den einen Bildschirm, wo der PC ist das Aufnahmeprogramm oben und das Aufnahmeprogramm nimmt über HDMI von der Xbox auf. Und das eigentliche Xbox-Bild sehe ich am zweiten Bildschirm. Jetzt vergleiche ich halt immer wieder, weißt? Das ist halt ein bisschen Einstellungssache im Leben, gell? Wie es so schön heißt. Jetzt kann ich halt nur hoffen, dass es in Zukunft wieder ein bisschen besser wird. Ich möchte aus No Man's Sky weiterspielen, so ist es ja nicht. Darum glaube ich nicht, dass ich es nicht hinkriege. Ne? Ja, es ist schon bei Weitem angenehmer, wirklich. Entschuldigung. Uah. Stärke der Kameraverwacklung. Also da gibt es nur 10. Sollen wir da nochmal runtergehen? Was soll jetzt da von 15? Nein, mach mal 15, ha? Ja, das schaut aber nicht so deppert aus, ha? Der Atewitz. Jattewitz, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich will No Man's Sky nicht beenden. Ich will es ja weiterspielen, was mir eigentlich gefällt. Und dabei hätten wir aber noch so viele Sachen zu machen und zu entdecken und zu erledigen. Lebende Schiffe gibt's noch zum Finden und. Da gibt's noch so viel, was man machen kann in dem Spiel. Kann man dazu Sandbox sagen? Nein, eigentlich nicht, gell? Jetzt probieren wir das mal beim Fliegen aus. Mal schauen. Naja, ist aber das auch viel angenehmer eigentlich. Aber das mit den Items da, dass ich da die verbesserten Einrichtungen habe, zwecks Laser und Dingsbums, und dann kannst du das nicht mehr machen, weil das. Nein, lass mal das. Ich will mir da jetzt nicht zu viel ärgern.
Ja, es ist aber bei Weitem schöner eigentlich, muss ich gestehen. Ja. So. Ich entschuldige mich jetzt für die letzten zwei Ausgaben, oder für diese und für die letzte. Die nächste Ausgabe folgt ja dann in ein paar Tagen und dann werden wir uns die Geschichte weiter vornehmen mit Artemis. Ich werde dort landen. Ich habe ja gesagt, es wird eine kurze Aufnahme heute. Viel gesehen haben wir nicht, weil ich mich schon wieder... Naja. Ich, alter Mann, muss mich mit alter Technik herumschlagen. Genau. So schaut's aus im Schneckenhaus. Du Krarambuli. Komm her da, du. Billige Kopie einer Gewürzgurken. Ja, beim nächsten Mal. Ich werde mir in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiter spielen mit der Performance. Dass wir das alles so schön hinkriegen. Dann werden wir... Warte mal. Artemis weiterhin helfen. Genau. In der Anomalie kannst du dir bla bla. Alleine inmitten der Sterne. Wir werden in der nächsten Aufnahme... Jetzt kriege ich das ja schon langsam hin, wie ich das will. In der nächsten Aufnahme werden wir dann allein inmitten der Sterne weitermachen, dass wir uns dann endlich einmal diese ganzen Ingenieure und Techniker und die ganzen Scheiße holen können. Genau, so werden wir es machen. Und dann geht es aber wirklich weiter in der nächsten Aufnahme. Bis dahin wird den Scheiß wieder hinkriegen. Einmal werde ich das Spiel nochmal deinstallieren und wieder installieren, damit die Patches auch schön sind und hin und her, man weiß ja nicht. Ich kenne mir da nicht aus, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja, du verzeihst mir die letzten zwei Ausgaben und wir sehen uns und ja, sei brav dabei. Baba!